Kinemuse. Ja, gut ist gegangen, spielen. Ja, also so wenig spielst du dann doch nicht. ein Bauhund habe ich schon reingehauen, so ist es. Ja, aber, Aber ich bin ja kein Profi, also das ist natürlich klar, da gibt es andere, die Nein, spielen ma- wesentlich besser als mir zwei zusammen. ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, Zirchspielen ist weit weg von diesem Piano oder klassischen, finde ich. Klassisch, da wenn du unsauber spielst, dann wird das schwierig, ja. Aber die Volksmusik, das ist ja das Schöne, dass die so viel Raum hat für Fälle und Gefühl und sowohl Profis als auch Anfänger. Und das, finde ich, ist das Schöne an der Volksmusik, dass da jeder, du weißt es selber, wenn man 5 Wochen Zirk spielt, dann kann man meistens schon ein Lied spielen. Ja. Dann kann man das schon vortragen und dann kann man, zwar noch nervös und man spielt noch Fälle, aber das ist einfach das Schöne bei der Sache. Und ich habe das jetzt schon auf meine YouTube-Videos schon drin. Natürlich sind wir keine Profis, ja, aber ich finde, dass man, was wir spielen, das darf man jetzt auch nicht unter den Scheffel kehren. Das ist richtig, aber ja. die ganze Kundschaft, die vorbeikommt, dann spielt es mit Herz, macht es mit Freude Ja, und hat das Ding. Und wenn er mal, und es sind halt, man merkt da wirklich, in den letzten Jahren kommen sehr viel ältere Leute dazu, jetzt das Instrument rauszupacken, also über 50, 60, die fangen jetzt an, das Instrument zu lernen, weil die einfach da merken und die werden nie ein Niveau erreichen bei jemandem, der vielleicht schon mit 13, 14 zum Spielen anfängt. Nein, sowieso nicht, aber das erreicht bei mir zwar auch nicht. Ja, das erreichen wir auch nicht. Wobei der jetzt halt natürlich mit 50 Spätberufen anfangen, auch nicht unser Niveau erreichen wird. Das ist nicht ganz normal. Ich meine, mein Vater hat auch mit 50 angefangen. Ja. Da ist einfach mal eine, ich sage jetzt mal, physiologische Grenze gesetzt, außer man ist wirklich vom Himmel gefallen und dann mag es anders sein. Aber wenn der mit Freude spielt, Vic, das ist noch viel mehr wert, als wie wenn der fehlerfreie Stücke her hat. Und wenn das Instrument hat und der grinst und der lacht, ist das schön. Und sagen wir ehrlich, was brauche ich für so ein Musikantentreffen, einen Stammtisch oder so weiter? 5 Lieder, wenn ich drauf habe. Dann kann ich da hingehen, dann will ich im besten Fall noch begleitet und dann macht das Spaß ohne Ende und man bleibt halt fit im Kopf. Das ist richtig, ja. Genau, und deswegen, man kann immer mehr verlangen. Ja. Es gibt immer einen, der besser ist wie wir, es gibt immer einen, der besser ist wie der besser ist wie wir und so weiter und so fort. Genau so ist es. So weiter. Und so. Wie darfst jetzt du einem raten, dass er Zirk lernen soll? Wenn jetzt eine kauft, jetzt sagt er, und jetzt brauche ich aber irgendwie einen, der es mir zeigt. Was darfst du da raten? Wie hast das du gelernt? Also, ich hab's, wenn man weiter ausholen darf, aber bereits mit 5, 6 Jahren habe ich bereits angefangen, Akkordeon zu spielen. Und der Schwenk auf Zirk, der war dann natürlich so Mitte 20 Jahren. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, und da habe ich auch Theorieunterricht gehabt, ja, mein Musiklehrer sei Dank. Da war der Umschwenk auf Zirk nicht mehr so dramatisch. Klar, der Violinschlüssel, Notenschlüssel fällt weg. Okay. Und deswegen war der Umstieg auf Griffschrift eigentlich nur noch. Du konntest Griffschrift lesen. Ja, das war mit Griffschrift. Damals vor 12, 13 Jahren war das mit den Online-Schulen noch nicht so en vogue. Also das heißt, da hat man sich wirklich anders dabei helfen müssen. Man hätte dann einen Lehrer gehen müssen oder irgendwas. Und nachdem ich wirklich immer alles selber machen will, Griffschrift war damals auch schon verbreitet, deswegen auch mit Griffschrift. Aber zu deiner Frage zurück, was ich jetzt jemandem empfehlen würde, das, was einem besser liegt. Also, sagen wir so, für das freie Begleiten, fürs freie Spielen ist es natürlich viel besser, wenn man das gezeigt bekommt, dass man ein gewisses Gehör entwickelt, dass man sich das vielleicht von abschaut mit den Online-Schulen. Das ist fürs freie Spielen und fürs Verständnis zu dem Instrument sicherlich besser als die mit Griffschrift, muss man ganz klar sagen. Aber die Griffschrift hat auch was für sich. Geht aus meiner Sicht einfach schneller, einfacher und man kann einfach auch schneller mal nochmal nachblättern. Hey, wie war jetzt der Griff, wie waren die Noten? Also das hat alles für eine Bühne. Ja, da hast du natürlich was gesagt. Also ich finde nämlich, dass man über die Online-Schule, man lernt frei. Das gibt dir recht. Spielen nach Gehör ist eine ganz andere Nummer, finde ich. Weil ich lerne natürlich, also das ist wie wenn einer was auf so einem Gameboy mir vordruckt, was ich nachdrucken muss, drucke ich das nach. Nach Gehör ist von mir halt, ich höre jetzt auf Spotify die ganze Tanzelmusik und möchte das nachspielen. Das entwickelt ich, also das kann ich zum Beispiel nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kann das, lange Zeit brauche ich dafür, ja. Aber das ist für mich Spielen nach Gehör, dass ich sage, der Griff, der Ton da, zack, 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 das lerne ich jetzt, obwohl ich das bei Online-Schulen schon gelernt habe, nicht zwingend. Das lerne ich aber auch nicht über Griffschrift, lerne ich aber auch nicht über einen Lehrer, der es mir zeigt. Das ist wahrscheinlich viel Übung, viel Ausprobieren und so. Deswegen darf ich eher sagen, das eine ist freies Spielen mit
Online-Schule, dass ich sage, ich kann auswendig was spielen. Und das andere ist halt nach Griffschrift, das ich aber nicht unterschätzen darf, weil genau wie du, ich habe ein Griffschriftbladel, das kann ich schnell einmal anschauen, aha, und spiele schnell runter und kann mir anhand, habe jetzt 2 Kanäle, Videos und Griffschriften und kann mir von alle Seiten meine Lieder holen, die ich dann natürlich aber versuche, auswendig zu spielen. Genau, und dieses Begleiten ist natürlich eine Sache für sich. Jeder möchte begleiten, aber es ist halt brutal schwierig auch. Ja. Und ich jetzt, auf der Zirk begleiten ist schon eine Kunst, die man kennen muss, wo man es halt aber noch mehr auf einer anderen Ebene lernt. Wie das Spielen per se, alles Übung. Das ist alles Übung. Deswegen habe ich als Begleitung Gitarre und Basstrompete oder Bassflügelhorn, besser gesagt, angefangen, weil ich gesagt habe, Zirk begleiten ist mir einfach zu fad. Und wenn ich am Stammtisch bin, dann sind 8 Zirchen da und jetzt tue ich die 8 Zirchen nochmal begleiten und andere 8 begleiten, dann habe ich Zirch und dann wird mir das ein bisschen zu fad. Deswegen sage ich, habe ich einfach anders gelernt und du spielst ja auch ein anderes Instrument, gell? Zusätzlich zur Zirch meinst du? Ja, den Kontrabass, aber das ist auch nur so mehr schlecht als recht. Aber immerhin, also... Nein, das habe ich mir vor 2 Jahren habe ich mir das Instrument gekauft und dann ein bisschen ausprobiert, aber das... Ist ja auf meinem Kanal ein ganz elementarer Punkt, dass ich sage, die Leute sollen sie, auch wenn es Zirch vielleicht auch gerade anfangen oder so weiter und vielleicht viel da Energie entstecken, nach einer gewissen Zeit einfach mal ein anderes Instrument auch sich anschauen. Und wenn es nur die Gitarre ist für 100 € und ein bisschen begleiten mit der Gitarre, wissen, was spielt denn für Akkorde da dazu, dann kriege ich eine ganz andere Dimension ins Spielen ein. Die wirst du mir bestätigen mit deinem Kontrabass. Ja, das ist richtig. Ja. Also es hat sowieso was für sich, wenn man einfach mal von dem Instrument, das man jeden Tag vielleicht eine halbe Stunde auf dem Schoß weggeht und dann mal was anderes macht, um einfach den Kopf wieder freizukriegen für das Instrument selber. Weil irgendwann mal, bei mir hat es auch eine Phase gegeben, das war noch vor der Zirchbauerei, wo ich das Instrument jeden Tag eine Stunde auf dem Schoß gehabt habe und das ist natürlich dann auf die Dauer dann schon anstrengend. Dann ist man froh, wenn man dann mal irgendwie einen Ausgleich hat und was anderes macht oder vielleicht das Instrument dann ganz weglegt. Aber ein zweites Instrument, je nachdem, wie viel Zeit man natürlich aufwenden kann. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Ja, sowieso. Was mich nur interessieren hat, ob du selber in einer Formation spielst, ob du irgendwie irgendwelche Partner hast, bei denen du spielst, oder ob du sagst, das ist jetzt, du hast keine Zeit mehr zum Einspielen oder zum Zusammenspielen. Ja, das ist leider Gottes wirklich so, dass die Zeit dann wirklich knapp wird, wenn man einen Hauptjob hat und das nebenzu macht und dann noch Familie, Kinder und Haus und drumherum, wird es zeitlich tatsächlich knapp, da fix in einer Formation mitzuspielen. Ja. Was natürlich auch Verbindlichkeit betrifft, wenn man da Proben hat und Ding macht und Auftritte macht, da wird die Zeit dann schon knapp. Also keine feste Formation, aber ich oder wir, Spätzl und Musikkollegen werden oft angefragt, ob wir irgendwo mitspielen, Geburtstag, Nachmittage als Hintergrundmusik, da spiele ich dann schon hin und wieder mal mit. Aber hättest du denn nicht Lust auf eine feste Formation? Weil mir geht's schon, ich habe jetzt die Kini-Musik, das macht brutal Bock. Ja. Und ich muss sagen, das macht brutal viel aus, weil ich bin echt tatsächlich eher der Schwächste in der Gruppe. Ich bin zwar der Motor, also die anderen von der Kini-Musik, das ist brutal mit denen, die sind so träge, sag ich jetzt einmal. Also ich bin eher der Kleber, der das Ganze zusammen macht. Okay, ja. Ja. Aber also da muss ich sagen, das ist wirklich so. Allerdings musikalisch, muss ich ja zugeben, bin ich das schwächste Glied dabei. Ja. Mhm. Und das ist aber für mich auch gut, weil also jeder profitiert vom anderen. Also ich bin der das Ganze ein wenig anschiebt und die anderen zeigen mir halt, wie man vielleicht gewisse Melodieführungen besser macht, wenn man das macht. Hast du da, also ich bin ja sehr kritisch mir gegenüber. Also ich schaue auf Balkführung, ich schaue auf Bass, ich schaue auf das Kant, ich schaue auf das, ich schaue auf das. Bist du da kritisch oder sagst du, ach geh, hau mal raus, das taugt schon. Oder machst du Techniktraining? Man sollte tatsächlich Techniktraining machen, das ist richtig. Also wenn man ein neues Stück lernt, wenn man das nicht von Anfang an gleich richtig reinbringt mit dem richtigen Fingersatz, bringt man es danach fast immer weg oder nur noch durch erheblichen Aufwand. Also gerade die letzten Jahre tatsächlich schaue ich wirklich nach Technik, Fingersatz und so weiter, dass sie sauber laufen. Davor, nachdem mir das ja auch keiner beibracht hat, ich habe ja nur eine Griffschrift gehabt oder habe es ja teilweise nur vom Gehör runter, wenn mir das keiner beibringt, dann spielt man so und versucht irgendwie zu greifen, Hauptsache der Ton kommt richtig raus. Ja. Hast du ein Vorbild? Du sagst, ja, ein Profi, du sagst, wenn mein Zirch spielen darf, das war richtig geil. Also, wurscht, nimm an, also, ich klammer dazu mal einen Herrn Pixner aus, ja, weil das ist jetzt mal wurscht, aber so, was du sagst, den kennen vielleicht früher, der spielt so da nicht gern.
Ich denke mal, jeder Hersteller sieht es gern, wenn gute Musiker seine Instrumente spielen. Ja. Und egal, es gibt viele gute Musiker, nicht nur Herbert Pixner, es gibt auch viele andere gute Zirchspieler. Die unter uns auf jeder Zirch gut spielen da. Die auf jeder Zirch gut spielen würden. Also ich habe jetzt da selber kein Vorbild. Jeder, der Zirch spielt und Zirch lernt, der würde gern so spielen können, wie er den, wo er es gerade im Internet sieht oder wo er gerade hört, oh, so gut, wenn ich mal spielen könnte, wäre das was, so gut, wenn ich mal spielen könnte, wäre das was. Das habe ich genauso, aber das ist jetzt nicht an einer Person festgelegt. Hast du keine Lieblingsgruppen, was du sagst? Ich habe nämlich schon so ein, zwei, da wo ich sage, die kannst du Tag und Nacht hören, das ist einfach, und du kennst sofort das Handy und das schirbt einfach. Nee, da bin ich tatsächlich nicht so, weil ich will da die Abwechslung. Also nur eine Gruppe, das ist ganz cool, aber den ganzen Tag nur die eigene Gruppe mit der gleichen Besetzung, das ist irgendwann mal das langweilig. Dann will man mal wieder was anderes mit einer anderen Besetzung haben. Ja. Okay. Ja. Aber es gibt jetzt keine die Lieblingsgruppe oder den Künstler, der es mir da besonders angetan hat. Nee, das gibt's nicht. Hat es aber noch nie gegeben, also da bin ich auch relativ. Ja gut. Wo siehst du in 5 Jahren? Also wenn du jetzt sagst, der Zirch ist jetzt Stand X, hat eine gewisse Prozentzahl an, sagen wir, ist immer 100% richtig natürlich, aber was möchtest du in 5 Jahren an Innovationen in die Zirch einbauen? Da du sagst, an dene und dene und dene Ecken möchte ich noch vorstellen. Also die Entwicklung von so einem Instrument ist bei mir noch nicht abgeschlossen, im Kopf zumindest. Also es gibt immer noch Sachen, wo ich sage, ach, das möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Stichwort Tonkammer. Ich habe da schon eine Idee, wie man ein Tonkammermodell machen könnte, was es so auch noch nicht gibt. Also was bis jetzt noch keiner gemacht hat. Darf man nicht sagen, ist so Top Secret. Ich weiß ja nicht. Das ist nochmal im Keller. Nein, das ist dann nochmal eins drunter. Nein, ich weiß ja auch gar nicht, ob das funktioniert. Also das ist ja das Nächste, das ist ja nur eine Spinnerei. Man muss das erstmal ausprobieren, muss es mal bauen, weil es hat noch keiner gebaut, so wie ich mir das vorhabe, das anders da anzuordnen. Und dann muss man erstmal schauen, ob das funktioniert. Ja, also das sind so Sachen. Außerdem würde mir gerne einfach mal eine Zirch mal komplett mikrofonieren, also auch ein Mikrofonsystem einbauen. Ja, MIDI oder was ist das? Nee, ein Mikrofonsystem einbauen, dass man einfach durch Schnellwechselverdeck einfach wechseln kann, ohne so eine Zirch anzubohren, durchzuschrauben, Kabel zum Verlegen. Auch was ist der Unterschied? Also ich bin jetzt einfach vom MIDI, also Mikrofon, der nimmt ja den Ton ab, so wie wir es hier jetzt überall haben. Also das ist ein Tonabnehmer. Und MIDI, der schließt einen Kontakt und dann wird ein künstlicher Ton erzeugt. Ach so, so. Das ist MIDI. Also du möchtest die echten Zirch-Sound über Mikrofon einfach verstärken können. Ja, richtig, genau. Also was momentan wirklich für mich keine zufriedenstellende Lösung gibt, so ein Instrument jetzt innerhalb von 5 Minuten zu mikrofonieren, ohne dass man es dauerhaft installiert. Also es gibt bereits gute Mikrofonsysteme für Harmonika und Akkordeon, das gibt's, aber die müssen dann in der Regel fest verbaut sein und die bringt man dann immer weg. Das entwertet die Zirch für denjenigen, der es nicht braucht. Der sagt, ich kaufe mir das nicht, das ist ein geiles Instrument, aber da ist schon angebohrt, da ist ein Mikrofon drin, kaufe ich nicht. So, wenn man da jetzt was machen könnte, wo man sagt, okay, das ist schnell hingeklipst oder wie auch immer. Ich habe da auch das sind einfach diese Entwicklungsschritte, was ich einfach die nächsten Jahre angehen will, was es einfach nur nicht gibt, da wieder eine neue Innovation reinzubringen. Ob es was wird, das steht in den Sternen. Aber es sind Ideen, die ich einfach gerne verwirklichen würde. Das sind die nächsten 5 Jahre. So, eine Weiterentwicklung. Ja, also kommen wir kurz auf Tonkammer und dieses Mikrofonieren. Das sind so die Hauptdinger. Hast du dann in der jetzigen Phase also kleine Sachen, was du sagst, weil wir haben ja vorhin in der Werkstatt gesehen, der Gestänge ist ja schon relativ ausgereift. Also gibt es da überhaupt noch was du sagst, das geht noch besser oder wandert schon so viele Schritte, Thema Luftverbrauch, Thema Diskantenmechanik, so viele Schritte da, sagst da habe ich jetzt echt so viel gemacht, das ist fast schon, das sind jetzt Nuancen. Das sind tatsächlich nur Nuancen, die man nur versucht auszumerzen, aber genau da habe ich momentan noch keine Lösung dafür. Also es gibt manche Sachen, die gefallen, also die sind bei allen Herstellern gleich. Ob es jetzt das Klackgeräusch ist, wenn die Klappen zufallen. Also es gibt viele Sachen, die sind bei allen Herstellern gleich und da suche ich immer unterbewusst eine Lösung. Ja, was könnte man da jetzt machen, dass es anders oder besser wird? Also vielleicht gibt es dafür auch keine Lösung, keine Ahnung, aber es sind einfach Sachen, die beschäftigen mich. Ja. Könnte man vielleicht was rausbringen. Aber also ich habe jetzt eine ganz alte Zirch von meinem Vater daheim, die ist bestimmt schon 40 Jahre alt oder so weiter, und die ist geklackert und FBS-Ass alles drum, aber das macht das Ganze, finde ich, gar nicht so schlecht, dieses Klackern,
da weiß ich noch, da mache ich irgendwas. Das gefällt mir irgendwie. Ja, das hat natürlich seinen Charme, wenn es 40 Jahre alt ist, das Ding, dann gehört das damit dazu. Das ist wie, dann ist es ein altes Instrument, das hat Charakter, dann hat es vielleicht seinen Charme. Aber wenn man ein Instrument kauft für 8.000, 9.000 Euro und du nimmst es in die Hand und das klackert, ob das so gewollt ist, ist immer die andere Frage. Das ist so gewollt, dass das schäbert ist. Das muss klackern. Das muss Schrauben locken. Nein, habe ich eh nicht gemacht. Ja. Nein, das sind so ein paar Sachen. Also es gibt immer wieder was, wo man anders da machen kann, neu entwickeln kann. Und da gibt es ein paar Sachen, wo ich gern angehen würde, das Thema, die nächsten 5 Jahre. Ja. Aber nach wie vor in dieser Manufakturebene, also nicht größer werden, auch keine Angestellten, sondern wirklich selber. Ja, da hat mir zum Beispiel gefallen, wenn du sagst, hey, ich habe jetzt halt plötzlich ein Mikrofon neu, dass du es auf deiner Website irgendwie du sagst, hey, jetzt ist es soweit da. Ja. Machst du das dann auch? Weil du das ansprichst, Thema Website. Ja, klar, logisch. Auch das ist was, die Website habe ich auch selber gebaut. Da habe ich jetzt niemanden gehabt, der mir die Website da erstellt oder irgendwas. Das ist ja auch alles im Kopf entstanden, über Skripte und so weiter. Das gehört natürlich gepflegt, das gehört weitergemacht, also das heißt, neue Instrumente müssen abgelichtet und online gestellt werden. Auch zum Beispiel die Videos, die wir heute machen, also das muss natürlich alles gepflegt werden. Klar, logisch. Ja, und das ist Arbeit, ja. Und wenn eine neue Innovation da ist, die sich auch etablieren kann, weil es gut ist, dann wandert die natürlich auch auf die Website. Brauchen wir gar nicht überreden. Ja, das vergessen halt viel, gell, dass man sagt, man ist ja nicht nur Zirchbauer, sondern man muss das auch vermarkten, man muss die Internetseiten bauen, man muss mit Kunden aktuell auch nochmal hin und her. Und wenn ich keine Sekretärin für das habe, wenn ich keinen Webdesigner habe oder so weiter, dann ja, man will sich ja die Zeit nehmen, wenn Leute extra zu dir kommen, wollen Instrumente anschauen und Probe spielen. Das ist für mich persönlich immer ganz wichtig, da wirklich die Kunden mal kennenzulernen, hier, was wollen die, und nicht einfach nur abfrühstücken und abspeisen, hey, komm, nimmst Instrumente in die Hand, ciao, wenn du es nicht willst, geh wieder, also ungefähr. Also da nehme ich mir auch die Zeit dafür. Und das ist auch ganz wichtig. Ich habe jetzt noch ein paar Fragen für dich, 3 Stück, ganz einfache, die, wenn das ein Zirchspieler hört, die sofort einschätzen kann, aha, so einer ist er. So eine Fragen habe ich noch nicht gehört, aber gut. Ich finde schon. Spielst du 4 oder 5 Finger? 4 Finger. 4 Finger. Warum? Überzeugter 4-Fingerspieler. Gut. Du hast jetzt schon mal die ersten 20, 30 Kommentare unten drin, dass das ein Schmarrn ist, und die anderen. Die Diskussion, ich finde es ja ganz lustig. Ja. Ich finde es ja ganz witzig. Wir sind uns aber, glaube ich, einig, dass 4 Finger einfach schön zum Spielen sind, genau wie 5 Finger. Du kommst ja vom Akkordeon, hast gesagt, und der Akkordeonist wahrscheinlich eher, wenn er Zirkelklang erstmal mit 5 hingelangt und dann wahrscheinlich... Ganz typisch. Ja. Ganz typisch. Und ich bin ja der Meinung, ich mache noch mehr ein Video zu 4, 5 Finger, aber ich bin grundsätzlich der Meinung, gewisse Stickel spielen sich vielleicht ein wenig schöner in 4 Finger, andere vielleicht Stile, vielleicht sogar in 5 Finger ein bisschen besser. Einige, ich finde aber auch für ältere Semester, die anfangen zum Zirchspielen, die sagen, ich habe gar nicht mehr die Ambitionen, das Übersetzen mit 2, 4, 3, 5 zum Lernen und so weiter, finde ich teilweise 5 Finger gar nicht so blöd. Oder auch gar nicht, also ich muss gar nicht die richtige Technik, die ich Leuten auch beibringen, dass ich sage, normalerweise spiele ich 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, schöner Wechsel. Aber vielleicht kann man das kognitiv nicht mehr umsetzen, dann verstehe ich schon, dass der ein oder andere sagt, hey, wir springen da einfach mit dem, weil der einfach sich leichter tut und es leichtere Stickel sind. Wie siehst du das? Ja, also wenn man mit 4 Finger spielt, ist automatisch immer ein Finger, und das ist der Daumen, am Instrument. Das heißt, ich verliere eigentlich nie den Kontakt. Wenn man mit 5 Finger spielt, verliert man den Kontakt am Instrument. Das heißt, dann es sind nur die Finger am Instrument, die auch wirklich die Tasten drücken. Ja. Und das darf man nicht unterschätzen. Gerade was in Bezug auf die Abstände zu den Tasten hin und her. Das heißt, man muss ja nur sehen, der Arm bewegt sich hier nur ganz wenig und vorne geht er gleich um 3-4 Zentimeter runter. Das heißt, man verliert verliert den Bezug. Das heißt, man vergreift sich aus meiner Sicht mit 5 Fingern viel schneller im Ton, als mit 4 Fingern passieren kann. Genau. Und das ist der Unterschied. Ich sage nicht, dass es schlechter ist mit 5 Fingern. Ich sage, dass es mit 5 Fingern schwieriger ist, ordentlich zu spielen und sauber zu spielen. Genau. Und wahrscheinlich sieht das die andere Hälfte der Zuhörer genau andersrum. Ja, aber ich bin jetzt leider auch deiner Meinung, ich habe 5 Finger gespielt, 10 Jahre lang.
war nicht so meins, über 4 Finger umgelernt und die Sache läuft dann einfach viel besser. Das war jetzt einfach mein Ding, aber man muss dazu sagen, du hast das auch gespielt wegen der Tradition her einfach, weil es ja einfach von der echten Volksmusik einfach klassisch 4 Finger sind. Zirch ist immer schon mit 4 Fingern gespielt worden. Genau, und der Unterschied natürlich, Akkordeonspieler spielen halt oft mit 5 Fingern. Man muss auch sagen, je besser ein Spieler ist, desto mehr ist er wiederum wurscht. Da spielt einer mit 4 genauso wie mit 5. So schaut's aus. Diese Diskussion, glaube ich, ist eher im Anfängerbereich tatsächlich. Eher da, gute Spieler spielen einmal mit 5, einmal mit 4, wie sie es gerade brauchen. Ja. Oder wie es gerade mengen. Ja. Der 5. Finger im Übrigen, der Daumen, der wird ja selbst bei 4 Fingern auch verwendet. Genau, sagen wir 4 Finger plus. 4 Finger plus. Genau, das ist ja klar, die Halbtöne um. Ja, das genau. Ist, haben wir jetzt halt weit ausgehört. Zweite Frage für dich jetzt. Hochzeit oder Stammtisch? Definitiv Stammtisch. Definitiv. Ja, ich hab jetzt vorher schon was gehört von deiner Hochzeit, du kannst es gerne mal erzählen. Warum nicht Hochzeit? Ja, da gab es mal vor ein paar Jahren, das war noch vor Corona, bin ich zur Hochzeit gebucht worden und da sollte ich den Vierteljahrhundert-Walzer vom Herbert Pixner spielen, während das Brautpaar einmarschiert. Und das Brautpaar kommt gerade zur Türe rein, marschiert gerade vor, ich fange das Lied an. Und nach 3 Takten würfelt es mich so raus, dass komplett still war, ich muss wieder von vorne anfangen. Ja. Und das Brautpaar ist natürlich einfach weitergelaufen und genau nach der gleichen Stelle mir ist der Laufnummer eingefallen. Würfelt es mich wieder raus, das mitten in der Hochzeit, wenn das Brautpaar einmarschiert. Und ja, dann habe ich ein anderes Stück gespielt, das hat dann schon passt, aber das war natürlich mega peinlich, wenn die Kirche voll ist und ich würfel es dann raus, während das Brautpaar davor marschiert. Das war so. Aber so ist es jedem von uns schon gegangen. Ja. So geht's dir. Bei mir selber, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, Stammtisch im Hofbräuhaus, als kein unbekanntes Lokal, möchte ich so sagen. Und auch angefangen, nicht mehr reingekommen, aus. War erst vor 2 Jahren. Ja, okay. Also es ist noch nicht lang her. Kommt immer wieder vor. Ich meine, das muss man auch wirklich können, das muss man auch öfters machen und geübt haben, als Solist vor einer großen Gesellschaft zu machen. Das macht man nicht einfach mal so links neben so. Da muss man reinwachsen. Oder man muss so abgebrüht sein, dass einen das überhaupt nicht interessiert. Aber das ist extrem schwierig. Ja. Das ist aber in meinen Augen nicht Zirch. Zirch ist eher Stammtisch. Wild drauf los. Da spielt man am allerliebsten. Oder im Hintergrund oder hier Geburtstag und so weiter, wo es dann nicht auf jeden Fall geht. Genau. Und dann gleich zur letzten Frage: Oberkreiner oder Pixner? Pixner, aber eher dann die traditionelleren Stücke oder die man auch als Zirchspieler auch noch spielen kann. Ja, also ja. Klar, der Mann hat die Branche oder hat die Musik für Harmonika, für steirische Harmonika. Vermutlich gibt es die Thema, weil halt letztendlich das Publikum kommt und das auch. Der hat das salonfähig gemacht. Auf einmal hören Leute steirische Harmonika, die vorher nicht mal gewusst haben, was das überhaupt für ein Instrument ist. Und das hat mich sehr imponiert, muss ich sagen, dass jemand da mal auf die Idee gekommen ist, sowas einfach mal zu modernisieren. Das hat er gut gemacht, muss man sagen, und er hat auch schöne Stücke rausgebracht. Oberkreiner, Klassiker, logisch, auf dem Akkordeon, rauf und runter. Aber ich spiele auf der steirischen auch Oberkreiner Stücke, aber eher dann Pixner. Aber Pixner, wie gesagt, hat ja nicht nur die modernen Stücke, sondern hat auch viel traditionelle. Mehr Fragen habe ich schon gar nicht mehr. Aber okay. Das sind ja eh die 4 oder 5 Finger, wo spiele ich lieber auf einer Hochzeit am Stammtisch oder Oberkreiner oder Pixner. Wenn man die beantwortet, finde ich, hat man schon viel ausgesagt über einen, der zurückspielt. Weil man dann schon weiß, aha, vor allem einer, der halt wegen an der Szene drin ist. Und weil du Pixner gesagt hast, da ich sagen, beenden wir das Ganze jetzt und spielen wir zum Schluss noch ein Stückchen von Pixner, oder? Ein schönes traditionelles aber. Traditionelles aber, ja. Außer du hast E-Gitarre da. Dann spielen wir noch mal das mit der E-Gitarre und mit der E-Harfe oder sowas. Ja. In dem Sinne, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat einen kleinen Einblick gegeben in die Zirch-Manufaktur Wofala. Ich werde den Kontakt verlinken mit einer Website unten drunter. Wenn euch das interessiert, draufklicken. Anrufen. Der Michi ist erreichbar, für Fragen offen. Und dann, wie gesagt, kümmern wir an. Prost, schön, dass ich da sein dürfen. Ludwig, dann schön, dass du da warst. Ja. Grüß euch, servus. Grüß euch.